ich sage euch, was für eine Nacht. Oh, Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür schon wieder ein atmet Hinweis. tief ein. Die Nacht ist absolut ruhig, der Himmel kristallklar. Es ist, als würde auch der Wald tanzen. Manuskript. Dort ist die Tanken. Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Ja, darum gehe ich. Besten Hotdogs im Staat. Was wäre? Der Magensprenger ist der Beste, gar keine Frage. Der Monster-Dog kommt gleich danach. Der Star. Oh. Yeah, geil, hat ihre Flinte fetzt. Bam! Bakterien. Ha! Ha! Oh, oh, mich greift etwas an. Ah, nein. Oder? Irgendetwas hat sich jetzt angeschlichen, ich habe es genau gehört. Scheiße, ist das Feisterei. Wo bist du? Kommt! Du willst schon noch? Bam! Hey! Da ist noch so eine Bastarde. Da, das hast du davon. Nein, nur noch ein Schuss in der Flinte. Wo? Oh, 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 oh. Von hinten, weißt du, das sind so... Oh! Oh! Komm jetzt! Fuck! Zieh ich von hinten immer kommen, das sind die schlimmsten. Feige Uhrensiechen. Der Typ hat ja weniger Ausdauer als ich. Ja. Essen. Hinweis. Ich muss nach der Abend, der kommt sicher auf mich zu rollen, Mann. Ich weiss es genau. Ha. Hoppla. Da, Kiste. Yes. Die ist immer gut, ich kann ihm noch immer schön das Leben retten. Salat rühre ich aber nie an. Salat, ja, ja. Ein Kerl wie ich braucht eine anständige Mahlzeit, um gut durch den Tag zu kommen. Wow. Wo bist du? Jetzt kommen sie wieder. Das dritte, hey. Oh, den habe ich nicht wollen. Nein, den kann ich voll vergeudet haben. Scheiße. Dafür haben sie jetzt gerade richtigen Sonnenbrand bekommen. Hä? Ich hab gemeint, ich komme jetzt zur Tankstelle. Nein. Ja. Ja. Schrotflinte. Die ist geil. So, was haben wir da noch? Gummistiefel. Da müssen wir den Freak wieder anschauen. Forschung. Sie bringt denjenigen Unsterblichkeit, die mit ihr die Menschheit voranbringen. Newton, Einstein, Sagan.
Prinzen der Wissenschaft. Ja, ja. Aber der Preis ihres Erbes ist sehr hoch. In Night Springs. Ah, das Tor. Manuskript. Was ist das da? Was habe ich jetzt abgestellt? Oh, ich habe... Oh, ich ahne Schlimmes. Um Auto zu wechseln, ist wirklich nicht so einfach. Ich ahne Schlimmes. Es kann sehr viel sein. Und man braucht Geduld. Wo bist du? Ich komme doch nicht. Plötzlich kann ich mit 30 von diesen Typen haben. Oh oh. Bosskampf. Scheint so, scheint tot. Auch wenn die Kühlerhaube offen steht, braucht der Motorblock noch Stunden zum Abkühlen. Es fällt Bam! mal weg Bam! runter und in den Antrieb. Nachladen, nachladen. Besser und verdammt. Du, kommt er nicht selber, schickt er nur seine höheren Kinders. Oh, jetzt kommt er. Ein verbummeltes Werkzeug, das man im Antrieb vergisst. Batterie wechseln. Yes! So, komm. Feige Sieg. Oh oh. Oh 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 oh. Komm da her, komm da her. Feigling, ey. Guck noch. Ja. Fast hat man gehabt. Oh. Yes, jetzt bist du dran. Nein. So, du Schweinegrinde, ey. Stuckys Körper verschwand und ließ nichts als lebenslange Albträume zurück. Vorausgesetzt, ich würde es lebend in das Tankstellenlicht schaffen. Ja, auch sonst. Gut, hätten wir einen Bastard weniger. Was läuft mit dem? Hin und her. Hin und her. Her und hin. Thermoskanne, ich weiss bis heute noch nicht, für was die eigentlich noch gut sind. Sesam, öffne dich. Ja. Juhu! Kommen wir an die Tankstelle. Davor ist sie. Los. Los! Ich erkannte den Festwagen, den ich und Alice bei der Ankunft in Bright Falls gesehen hatten. Schräg über die Gegend da, schräg. Nach dem Wahnsinn, den ich gerade in der Dunkelheit erlebt hatte, wirkten die Lichter der Tankstelle tröstlich. Zumindest für einen Moment herrschte wieder Normalität. Bis zum Hirschfest waren es bei unserer Ankunft noch 2 Wochen gewesen. Stimmte das transparent, fehlte mir eine ganze Woche zwischen unserer Anreise und jetzt. Okay. In der Werkstatt herrschte Chaos. Es sah aus, als hätte sie jemand verwüstet oder als hätte ein Kampf stattgefunden. Ich schreibe. Ich schreibe weiter. Draußen ist es dunkel. Außerhalb der Hütte. Außerhalb der Geschichte. Nur Dunkelheit. Ich kann sie darin spüren. Ich rieche ihr Parfüm. Ich werde sie finden. Ich bringe das in Ordnung. Ich hole sie zurück. Die Geschichte wird wahr werden. Höre ich auf, ist sie verloren. Das gibt's doch nicht. Der durchgeknallte Typ im Fernsehen war ich. Wurde ich langsam verrückt? Ich glaube schon. Telefon. Polizeiwache Bright Falls?
Zum Glück, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. Und Sie sind? Mein Name ist Alan Wake. Hören Sie, ich hatte einen Unfall. Meine Frau Alice, sie ist verschwunden. Ganz ruhig, Mr. Wake. Wir haben in einer Hütte auf der Insel übernachtet, im Cauldron Lake. Es gibt keine Insel im Cauldron Lake. Nicht seit dem großen Ausbruch in den 70ern. Bitte, ich bring Sie hin, okay? Sie haben einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Alles okay? Hören Sie. Wir werden uns das ansehen. Steigen Sie ins Auto. Wir fahren erst am See vorbei und dann gleich zum Revier. Okay? Mr. Wake, haben Sie Stucky gesehen? Den Typ, dem hier alles gehört? Ich begriff, dass ich nicht erzählen konnte, was im Wald passiert war. Sie würde mir nicht glauben. Und dann würde sie mir nicht mit Alice helfen. Ja, das glaube ich. Alan Wake. So. Gut, das war das erste Kapitel vom Let's Play Alan Wake. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Episode 2, Kapitel 2 folgt gleich. Ich würde das jetzt mal online stellen. Und lasse das jetzt noch schön sanft ausklingen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. I walk with you in dreams. I talk to you in dreams. You're mine. All of the time we're together. I can't help it if I cry. I remember that you said goodbye. It's too bad that all these things can only happen in my Wenn es sich jetzt ewig in die Länge zieht, dann lass es auslaufen.